Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, ich nehme das Ganze hier nach dem Leipzig-Spiel auf. Ja, einfach weil ich so ein paar Sachen habe, wozu ich noch was sagen möchte, die so jetzt in der Winterpause, WM-Pause, wie auch immer, rund um unseren Verein passiert sind. Da möchte ich ein paar Sachen zu sagen. Fangen wir mal mit dem Neujahr an. Oder anders, fangen wir mal mit dem Brazzo an, dass wir den Sommer geholt haben von Gladbach. Halte ich für einen sehr, sehr guten Transfer. Ist für mich ein sehr, sehr guter mitspielender Torwart, auf der Linie stark. Wir haben es gesehen heute auch in Leipzig. Ist bei Ecken auf jeden Fall stärker wie der Neuer. Er pflückt die Ecken halt runter und hält sie fest. Nicht so wie so ein Neuer, der sie einfach nur raushorstet. Das war immer so ein bisschen die Schwäche von Manu. Natürlich ist ein Manuel Neuer in seiner Topform besser, da müssen wir nicht drum herum reden. Aber dass wir ihn Jan Sommer bekommen haben und auch, dass er für 2 Jahre unterschrieben hat. Ja, er ist 34, ja, dafür, dass er nur ein halbes Jahr Vertrag hat, haben wir ein bisschen viel Geld bezahlt. Aber ja, so ist das halt, wenn der andere Verein weiß, dass man auf den Spieler angewiesen ist. Ja, dann passiert halt das, was passiert. Aber gut, wenn es dann am Ende irgendwie 10 Millionen mit Prämien sein sollten. Ansonsten 8 Millionen. Denke ich, haben wir nichts verkehrt gemacht. Ein bisschen schade für den Ulle, ja. Auf der anderen Seite, wie die Argumente halt auch schon von der Vereinsseite waren, man hätte sogar so einen Torwart holen müssen, ja. Was wäre, wenn der Ulle sich verletzt, ja. Dann musste irgendwie einen 18-, 19-Jährigen ins Tor stellen und das in den Champions League Achtelfinale, Viertelfinale oder Halbfinale, Finale. Ja, dann hätten die Leute dem Verein den Kopf abgerissen. Ne? Und ja, irgendeinen anderen Torwart hättest du dann wahrscheinlich auch nicht unter 4, 5 Millionen gekriegt, wenn überhaupt. Ja. Und von daher, wenn dann Sommer auf dem Markt ist, wenn man den bekommen kann, in meinen Augen alles richtig gemacht. Ja, ist ein super Torwart. Und ich denke, er wird Neuer gut vertreten. Hat man heute auch schon gesehen im Spiel. Hat gleich Anweisungen gegeben, war gleich da, hat angefeuert, gemacht, getan. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr, sehr guter Transfer, wenn auch ein bisschen teuer. Und die Aussagen vom Nagelsmann finde ich ein bisschen kritisch, wenn ich ehrlich bin. Die heute vorm Spiel getroffen wurden, von wegen, ja, Manu ist unsere absolute Nummer 1, wenn er wieder da ist, Blasels. Finde ich nicht gut, sage ich euch ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was da den Sommer gesagt wurde. Klar, wenn Neuer da ist wieder und hat seine Topform und ist leistungsstärker wie ein Sommer, ja klar, spielt ein Neuer dann wieder. Aber immer zu sagen, ja, die Spieler haben so viel für den Verein getan, bla Sülz, fühle ich nicht. Wir sind im Leistungssport, die Leute bekommen 20 plus Millionen im Jahr. Ja, und in die Lage, die er sich gebracht hat, ist eine absolute Frechheit dem Verein gegenüber. Sag ich euch, wie es ist. Klar, keine Ahnung, kannst du über die Straße gehen, kannst im Gullideckel umknicken, brichst dir das Knie, wie auch immer. Aber die Chance so zu erhöhen und irgendwas auf Skiern zu machen als Fußballspieler, als Kapitän, als, ja, unser Torwart Nummer 1, finde ich grob fahrlässig. Ja, finde ich grob fahrlässig, gehört sich nicht. Auch schon gar nicht in dem Alter, was er hat. Und von daher, ja, habe ich da kein Mitleid mit. Und finde halt diese Aussagen, die da getätigt werden, grenzwertig. Ne? Er hat sich selber in die Lage gebracht. Und machen wir uns nichts vor, wenn er jetzt ein halbes Jahr draußen ist, wird er locker ein halbes Jahr, wenn nicht länger, brauchen, um wieder in Topform zu kommen. Klar, sollte er das schaffen, sollte er im Sommer dann schwächeln, wird er mit sicher seine Chancen kriegen. Aber ich bin gespannt, wie es dann laufen sollte, wenn Sommer wirklich konstant gut hält. Und damit klarkommt, dass man bei uns nicht warm geschossen wird, so wie es in Gladbach ist. Das ist ja immer so die Krux mit den Torhütern bei uns. Hat man noch beim Nübel gesehen, ja. Nübel, wo auf Schalke war, wo er 200 Schüsse pro Spiel aufs Tor gekriegt hat, war Bern stark. Ansonsten bei uns 2 Schüsse war er wie ein Fliegenfänger. Da bin ich sehr gespannt, wie der Sommer das handeln wird.
Hat mir heute auf jeden Fall gut gefallen. Und ja, ich bin enttäuscht von Manuel Neuer. Ja. Ich war aber schon vorher enttäuscht von Manuel Neuer. Um da vielleicht mal ganz kurz auf die WM in Katar sprechen zu kommen. Ich habe da nichts gesehen, auch nicht viel gelesen. Ich bin da einfach komplett enttäuscht von Neuer, Müller, Kimmich, Goretzka. Ja, das sind die Spieler, die immer den Anspruch haben, bei uns Führungsspieler zu sein, Spieler mit Verantwortung, Spieler, die vorangehen. Und keiner dieser Spieler hat die Fresse auseinanderbekommen. Ob es nur im Interview war oder selbst nur nach der WM, was dann schon traurig gewesen wäre, aber es wäre wenigstens doch etwas gewesen. Ja, finde ich alles sehr traurig und ja, hat mir auch so ein bisschen die Vorfreude auf unsere Mannschaft genommen. Das hat sich mittlerweile wieder ein bisschen gelegt. Nichtsdestotrotz bin ich von den Spielern maßlos enttäuscht. Ja, aber auch nur ich persönlich. Wie gesagt, das Thema habe ich lang und breit vor der WM thematisiert und wird mit Sicherheit, wenn das Sponsoring demnächst verlängert wird oder nicht verlängert wird, nochmal Thema werden hier auf dem Kanal. Aber von den Spielern bin ich maßlos enttäuscht. Ja, ich meine, dass ein Kimmich kein Leader ist, haben wir heute gesehen. Haben wir aber auch schon vorher in den Spielen oft genug gesehen. Das war immer der Anspruch nach außen. Der Kimmich ist unser neuer starker Mann, unser Leader. Er hat keine Leaderqualitäten. Ja, wenn er gut spielt, natürlich kann er bärenstark sein. Zwischendurch hat er auch immer Leaderqualitäten gehabt. Also wenn ich mich an das eine oder andere Spiel gegen Dortmund erinnere, wo er dann mal der Aggressivleader war, aber das muss dann einfach in jedem Spiel kommen. Ja, das muss jetzt in jedem Spiel kommen. Ja, ich habe da auch irgendwas gelesen gehabt von wegen, ja, ist schlimm, ich bin in irgendeinem Loch und weiß nicht, ob ich da wieder rauskomme. Was er gesagt hat nachher WM, stell nicht auf. Punkt, Alter. Dann lauf nicht bei uns auf dem Platz mit der Kapitänsbinde auf, dann setz dich auf die scheiß Bank. Ja, wenn du in deinem Schädel nicht klarkommst, dass du einfach keine Leistung gezeigt hast, bei einer maßlos umstrittenen WM, bei einer total lächerlichen deutschen Mannschaft, die keinerlei Eier hat, dann heul dich rum im Verein, dann setz dich auf die Bank, Alter. Und stell da den Ösi auf, den Sabitzer oder den Grafenberg, die werden die gleiche Leistung bringen können, wie es Kimmich das heute getan hat. Da muss definitiv von seiner Seite jetzt langsam mal endlich was kommen. Ne? Gerade jetzt, wo halt ein Neuer nicht mehr da ist, erstmal einige Monate bis zum Jahr, würde ich fast behaupten. Ja, und machen wir uns nichts vor, Müller wird wenig Einsatzzeit haben. Ja, das ist auch das, was ich schon ich weiß es nicht, such das Video raus. Ich weiß es nicht, Mitte der Hinrunde oder sowas, wo ich das schon gesagt habe, dass Müller kein Stammspieler mehr sein wird bei uns. Und ich bin sehr gespannt, wie er das handhaben wird. Ja. Er hat ja unter Kovac rebelliert bei der Vereinsführung, weil er ihn nicht mehr spielen lassen wollte. Bin ich sehr gespannt. Ja, Müller hat halt einfach keinen Platz mehr in diesem Team. Habe ich in der Hinrunde in den ganzen Spielen oft genug gesagt, dass Müller ja mit dem Kombinationsfußball, den wir da gespielt haben, den wir heute nicht gespielt haben in Leipzig, ist Müller einfach maßlos überfordert. Ja. Das ist nicht Müllers Spielweise, der Levi ist weg, wir spielen anderen Fußball vorne. Da ist einfach nicht mehr der Platz für den Müller da. Natürlich ist der Müller ein verdienter Spieler, natürlich ist der Müller immer noch ein wichtiger Charakter und natürlich wird der Müller auch seine Spiele mal kriegen. Aber wenn alle Spieler Topform haben sollten, wird ein Müller nicht spielen. Ja, dann wird ein Müller, so wie heute, 8 Minuten reinkommen, was ich lächerlich finde. Also heute hätte man den Müller ruhig in der 60. bringen können, weil die Leute, die auf dem Platz waren, haben keine Topleistung gezeigt. Und dann kann man was anderes versuchen, ja, weil heute waren wir vorne nicht durchschlagskräftig. Aber ansonsten wird es Müller schwer haben, ja. Also wenn Musiala eine gute Form hat, ja, dann kannst du den Jungen einfach nicht draußen lassen. Schupo hat heute ein Tor gemacht. Müller sehe ich eh nicht auf Mittelstürmer. Ja, Müller ist für mich kein Mittelstürmer. Also ganz ehrlich nicht. Das brauchst du erst gar nicht versuchen. Dann kannst du besser den Tell da hinstellen. Müller ist genauso wenig in Rechtsaußen, haben wir oft genug gesehen. Da ist er auch verschenkt. Müller ist halt einfach ein kreativer Geist hinter der Spitze, wo er sich frei entfalten kann. Das ist Müllers Stärke.
Ja, Müller ist auch nicht so der Zehner. Ist halt einfach eine hängende Spitze in meinen Augen. Und ja, wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Er wird es auf jeden Fall schwer haben. Ja, und ja, ich bin gespannt, wie er sich verhält. Weil wir reden ja immer davon, ja, er ist ein verdienter Spieler. Genauso muss der Spieler dem Verein dann aber auch mal dankbar sein. Ja, und ja, er hat keine gute Hinrunde gespielt, aufgrund Verletzungen, was auch immer. Er wird nun mal nicht jünger. Das ist natürlich auch mal ein Fakt. Und unsere Mannschaft entwickelt sich halt einfach in eine andere Richtung, was unser Offensivspiel anbelangt. Und ja, da muss man diese Rolle als alternder Star, nenne ich es mal, dann annehmen. Ja? Oder man muss halt sagen, am Ende der Saison, jo, ich gehe nochmal nach, was weiß ich, USA, Arabien, Italien, da kannst du noch 3 Jahre spielen. Ja, wird ein Müller eigentlich nicht nötig haben. Ich denke, ja, ich bin sehr gespannt. Ich weiß es nicht, wie er sich verhalten wird. Also ich sage, wenn sich keiner groß verletzt von unseren offensiven Leuten da, ja, wo wird's denn Müller spielen lassen? Wie gesagt, auf Außen ist er bei Weitem nicht so gut wie ein Sané, ein Gnabry, ein Coman, selbst ein Tell ist außen stärker. Auf der 9 reicht er an Choupo nicht ran, reicht er für mich auch an Tell nicht ran. Der Müller ist kein Neuner, war er noch nie. Ja, wurde oft versucht, hat nie geklappt. Ich meine, gut, vielleicht überrascht er uns da, ne, dass er sein Spiel jetzt umstellt oder sowas, keine Ahnung, kann gut sein. Das wäre vielleicht noch, was ich mit denken könnte. Auf der 10, weiß ich nicht, wir spielen halt ein anderes Spiel, ja. Der Müller ist nicht der spielerische Zehner, der irgendwie 2, 3 Leute aussteigen lässt, der den Ball annimmt, sich dreht, so wie es Thiago damals getan hat und dann das Offensivspiel einleitet. Aber genauso spielen wir halt. Wenn sich ein Musiala da spielt, dann spielt ein Sané da, der das genauso kann. Da ist Müller ein ganz anderer Spielertyp, ja. Und das ist auch gar nichts gegen Müller. Müller ist immer noch ein guter Spieler. Keine Frage, hat auch seine Qualitäten. Aber unser Offensivspiel ist halt einfach ein anderes geworden. Ja. Und da ist halt nicht wirklich der Platz für Müller. Das muss man einfach so sagen. Klar, wenn sich jetzt irgendwer verletzen sollte, dann könnte das wieder anders aussehen. Aber ansonsten bin ich sehr gespannt, wie er diese Rolle annimmt. Ja, das wird interessant zu sehen sein. Ja, dadurch haben wir natürlich das Vakuum auf dem Platz. Das muss man ganz klar so sagen. Man hat das heute auch gesehen anhand unserer Pressing-Situation, gerade vorne, die vorderen 4, was nicht wirklich gut geklappt hat. Das klappt, wenn Müller auf dem Feld ist, auf jeden Fall besser. Daran müssen die Jungs arbeiten, daran werden sie arbeiten oder tun sie es mit Sicherheit schon. Wir haben auch schon Spiele gehabt, wo es gut war, wo Müller nicht da war, wo wir trotzdem gute Pressing-Situationen hatten. Aber ja, der Typ fehlt einfach, ja, der Kommunikator. Das denke ich schon, dass das fehlt. Und auch die Ausstrahlung, ja, und auch die Ausstrahlung eines Neuers fehlt. Obwohl der Sommer mir sehr, sehr gut gefallen hat heute von der Ausstrahlung her, auch von seinem Verhalten her. Das hat mir gut gefallen, also da mache ich mir weniger Sorgen, was die Abwehr belangt. Ich denke, das wird der Sommer da schon einnorden. Aber vorne, ja, es wird einfach Zeit, dass ein zentraler Mittelfeldspieler, was der Kimmich ja sein soll bei uns, er ist ja unser tragender Superstar, Leader, aggressiv, Leader, alles. Führungsspieler Nummer 1, Kapitän Nummer 1. Ja, das muss er jetzt zeigen. So, da gibt's keine Ausreden mehr, ja. Und das war heute Totalausfall, was das anbelangt. Habe ich ja im anderen Video gesagt, würde ich gar nicht ihn alleine ankreiden, war auch so ein bisschen der Taktik geschuldet. Aber da muss mehr kommen, ja. Selbst wenn man einen schlechten Tag hat, Effe, Nota haben auch schlechte Tage gehabt, aber sie waren als Person auf dem Platz. Die Aura war da, ja. Das Auftreten. Erst wenn man einen schlechten Tag hat, dann hat man einen Gegenspieler halt gelegt, ja. Und so weiter und so fort. Das alles kann Kimmich nicht, ja. Oder hat es bisher nicht gezeigt. Also er muss jetzt definitiv in den nächsten 3, 4 Wochen den Step dahin machen. Sonst sehe ich schwarz. Ja, wir brauchen einfach einen Spieler auf dem Platz, der das Ding jetzt in die Hand nimmt. Ja.
Und das habe ich im anderen Video gesagt, da war ein Goretzka heute von der Körpersprache her ja, angenehmer wie ein Kimmich. Ja. Aber Kimmich spielt natürlich die Posi, wo er am meisten Einfluss nehmen kann. Wie defensiv, offensiv. Das Tempo verlagern, hin und her, ist eigentlich die perfekte Position, um da der Führungsspieler und Kapitän zu sein. Ja. Ja, man muss jetzt nicht verlangen, dass er die Leute da anschreit und ins Gesicht tritt, so wie es Olli gemacht hat. Aber er muss schon der Spieler sein, der vorangeht. Ja. Gerade wenn es nicht läuft. Und er muss der Spieler sein, der dagegen hält. Und nicht, der sich wie ein Zweikampf auf den Boden schmeißt und hofft, dass ein Schiri pfeift. Ja. Also, da bin ich auch sehr gespannt. Das wird eine interessante Sache sein, wie ein Kimmich das handeln wird die nächsten Wochen, weil jetzt ist endlich er das, was er die ganze Zeit gefordert hat. Ja, es ist kein Neuer da, es ist kein Müller mehr da, so als Stammspieler. Jetzt muss er reinspringen in die Bresche. Wenn er das tut, ja, kann er Weltklasse-Spieler sein. Definitiv, ja, er hat alle Qualitäten dafür. Natürlich muss er da auch ein bisschen Unterstützung vom Trainer kriegen, was das Taktische anbelangt. Ja, da bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, den neuen Ausfall sehe ich jetzt dank des Sommerstransfer nicht so wirklich kritisch. Bin ich ganz ehrlich. Auch Neuer hat die super Unhaltbaren in der letzten Zeit auch nicht mehr gehalten. Ja. Klar hat er mal starke Reflexe und will Neuer jetzt nicht schlecht reden, gar keine Frage. Und fußballerisch natürlich ist er nochmal ein anderes Kaliber. Aber auch da, wie viel Schnitze hat er sich geleistet beim Rausrennen, ja, die letzte Zeit. Was zum Glück nicht oft fehlgeschlagen ist. Das werden wir beim Sommer wahrscheinlich auch nicht sehen, dass er den Libero so gibt, wie es ein Neuer teilweise getan hat. Wo wer weiß, vielleicht entwickelt er sich noch dahin, ich weiß es nicht. Ja, natürlich ist ein bisschen Substanzverlust da, allein vom Typ her, gar keine Frage, ja. Das darf man nicht unterschätzen, aber ich denke, wir haben da einen guten Coup gemacht im Sommer. Keine Sorgen. Und in der Innenverteidigung durch den Ausfall von Hernandez, denke ich, haben wir da. Warte, ich gucke kurz nach, bevor ich jetzt irgendeinen Mist erzähle. Können wir gleich mal gucken, ob das hier schon alles aktuell ist. Jo, Daily heißt er, okay. Daily Blind. Ich dachte Danny Blind. Daily Blind. Denke ich, haben wir auch einen guten Transfer gemacht. Ja, gestandener Spieler. Ich denke, Upper und De Ligt sind gesetzt. Ja, er weiß um seine Rolle. Klar werden die auch mal Pausen brauchen. Ja, ich denke, da hat Bratzo einen super Job gemacht. Da gibt es gar nichts dran zu deuten. Wie gesagt, im Mittelfeld bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, und Kimmich muss einfach liefern jetzt. Ja, du kannst ja jetzt auch schlecht sagen, jo, stelle jetzt einen Sabi hin, der soll jetzt unser Anführer in der Mannschaft werden. Und das klappt halt auch nicht, wa? Oder ein Gravenberg schon gar nicht, der jetzt erstmal ein halbes Jahr da ist. Und Leon würde ich das zutrauen. Ja, allein vom Auftreten her und so würde ich einen Leon da sehen. Aber Leon ist auch nicht wirklich ein Sechser an alleiniger. Wo es ein Kimmich für meinen Augen auch nicht ist. Also könnte man auch einen Goretzka da hinstellen, meines Erachtens. Ja. Wird sehr interessant zu sehen sein. Bin ich sehr gespannt, wie sich das die kommenden Wochen entwickelt. Ja, vielleicht wachsen Kimmich jetzt die Eier und er wächst da rein in diese Führungsrolle. Dass er das fußballerisch kann, hat er in der Hinrunde gezeigt. Da gibt es gar nichts dran zu deuten. Ja. Auch wenn er heute schlecht war gegen Leipzig. Aber ansonsten hat er das Potenzial dafür. Da ist gar keine Frage. Aber er muss jetzt als Führungsspieler liefern. Ja. Da gibt's nichts dran zu deuten. Weil du kannst nicht davon ausgehen, dass ein Musala das übernimmt. Oder ein Sané oder ein Gnabry, ja. Da ist gar nichts führungsspielermäßig zu erwarten, ja. Ja, und ein Schupu da vorne, der irgendwie so der Pausenclown ist. Genauso wie so ein Davies, der eher so die Frohnatur in der Mannschaft ist, sehe ich jetzt auch nicht so als die großen Führungsspieler, die da irgendwie dann das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Ja. Und man hat es heute teilweise schon gesehen gegen Leipzig, dass wir dann so uns ergeben haben irgendwo. Ja. Wir haben dann so unseren Stiefel gehabt und haben den einfach durchgezogen. Ja. Einfach, ja, egal, komm. 1-1, komm, alles gut. Hauptsache wir kriegen keinen mehr irgendwie
Da war halt keiner, der noch irgendwie da mal versucht hat zu pushen, versucht hat so zu sagen, komm Männer, wir machen noch mal was. Ja, so wie man es vom Olli kannte, wie man es vom Effe kannte, vom Lothar. Marc van Bommel, so diese Aggressiv-Leader-Typen, ja, die auf den Positionen einfach da waren und die Mannschaft beeinflusst haben. Also das muss jetzt kommen die nächsten Wochen. Punkt. Klar, wenn es gut läuft, kannst du sowas kaschieren, ja, keine Frage. Aber gerade wenn dann die richtigen Spiele können, gegen Paris, Alter, wirst du einen brauchen. Da kannst du nicht 11 Indianer auf dem Platz haben, das wird nicht klappen. Ja, bin ich sehr gespannt. Trauen Kimmich das zu, aber er muss halt jetzt auch liefern. Ne? Ja. Gut, habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, ne? Pavard und Stanisic bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, bei Mazraoui dauert es nicht so lange, aber Herzmuskelentzündung ist natürlich auch nicht mit zu spaßen. Aber soll ja zum Glück nicht ganz so schlimm sein. Ansonsten, ja, hoffe ich, dass der Nagelsmann seine Eier wiederfindet, wie er es in der Hinrunde hatte. Wo er dann auch mal klar gesagt hat, es wird eine Leistung gemacht und es wird nicht erst 5 Minuten vorher gewechselt, so Alibi-Wechsel. War am Anfang so, zum Ende hin war es gut. Wir haben den Kader, ja, und wie gesagt, die Leute, die heute draußen waren, die waren mit Sicherheit nicht schlechter als die Leute, die auf dem Platz waren. Ja, und die Leute auf dem Platz waren nicht schlecht vorne, aber die waren halt einfach platt. Man hat es gesehen, spätestens ab der 70. war die Konzentration weg. Man hätte wechseln müssen, ja. Weiß ich nicht, warum er sich das nicht getraut hat. Auch da bin ich gespannt, wie Nagelsmann sich verhalten wird. Seine Aussagen machen mir ein bisschen Sorge, so von wegen, ja, ich muss im Hier und Jetzt gucken und muss gucken, dass ich im Frühjahr noch fest im Sattel sitze. Ja, ich denke, wenn wir gegen Paris ausscheiden, wird er nicht fest im Sattel sitzen. Ja. Selbst wenn du dann einen Pokal holen solltest, was ja auch noch lange nicht Sache ist. Ich bin sehr gespannt, wird auch eine interessante Geschichte werden. Von der Kaderqualität her haben wir einen super Kader. Wir haben es auch in der Hinrunde gesehen, zum Ende hin, wozu wir in der Lage sind. Ja, und jetzt gilt es halt einfach, dass der eine oder andere Spieler ein bisschen mehr Persönlichkeit aufbaut, ein bisschen mehr in die Führungsriege reinwächst. Ich denke auch in De Ligt könnte auch einer werden, der da reinwächst, aber ist jetzt auch noch nicht so lange da, um jetzt zu sagen, Jungs, ich bin jetzt hier der Anführer, ne? Aber das kann ich mir schon vorstellen, dass der mal noch ein Jahr da sein. Denke ich, wird er auch nochmal, man sieht es ja schon so teilweise sein Auftreten, ne? Ja, ich bin sehr gespannt. Ich denke, es wird eine interessante Geschichte werden. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir heute unentschieden gespielt haben. Anstatt zu gewinnen, dann wären wir irgendwie schon 9 Punkte weg gewesen von Leipzig und von dem Rest der Liga. Ja, so ist es vielleicht gar nicht verkehrt, dass die Sinne auch in der Bundesliga geschärft bleiben im Hinblick auf die Champions League. Ja, nicht, dass man in der Liga dann wieder so, ja, wir spielen mit 80% Einsatz, wird schon klappen, wir haben ja so viele Punkte Vorsprung und so weiter. Und man dann nicht unter Strom steht, wenn es dann in die wichtige Phase geht. Also von daher war das heute gar nicht so schlecht, denke ich. Ja, und das soll es gewesen sein. Das ist nur meine Einschätzung oder meine Meinung zu den Themen. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht noch zu Konrad Laimer. Ja, weiß ich nicht. Da liest man ja vieles. Vorvertrag soll bestehen. Und dann stellt sich ein Ebel dahin und sagt, ja, wir kämpfen um Konrad Laimer. Wenn ich sehe, was so ein Kimmich spielt und was so ein Goretzka auch spielt, ja, kauf ihn, Alter. Beziehungsweise verpflichte ihn, das heißt kaufen, ein bisschen Handgeld und wird eine mega Verstärkung sein. Sage ich euch ganz ehrlich. Hat man heute gesehen, ja, was das einfach für eine Arbeitsmaschine ist. Einfach eine Arbeitsmaschine, die wir nicht haben. Das haben wir nicht. Ja, der Kimmich ist nicht so eine Arbeitsmaschine. Ja, klar, nach vorne und so, Spieleröffnung ist ein Kimmich definitiv besser, ja. Aber so diese dreckige Arbeit, dieses Zulaufen von Wegen, dieses Gegenpressen, da ist der einfach so bärenstark. Ja. Wäre eine super Ergänzung zum Kimmich, denke ich, ja. Ich würde dann sogar den Kimmich ein bisschen weiter vorne sehen und einen Laimer hinter ihm.
Leon, ja, Leon ist auch stark, hat auch seine Qualitäten, aber auch eher nach vorne wie nach hinten. Ne? Obwohl er nach hinten auch die Qualitäten hat, wenn er Bock hat. Das haben wir heute auch teilweise gesehen. Weiß ich nicht, vielleicht sollte, aber wir sehen den Leon ja nie als alleinigen Sechser mal zum Beispiel. Wäre mal interessant, wie er das interpretieren würde. Aber wenn man den Leimer kriegen kann, ja, weil auch ein Gravenberg ist eher auch so ein offensiverer Part. Ja. Ein Sabitzer ist schon der defensivste, den wir haben auf dieser Posi, finde ich. Hat es auch eigentlich gut gemacht in der Hinrunde. Aber ja, wenn man den Leimer dann sieht, sowas Pressing und obwohl ein Sabitzer auch super stark ist im Zulaufen von Wegen und sowas, muss man auch sagen. Ne? Aber wie gesagt, wenn man den bekommen kann, für kleines Geld, also kleines Handgeld, Ablöse gibt es ja nicht, sollte man zuschlagen. Ja, ich denke, damit haben wir erstmal alle Spekulanten, die aktuell im Raum stehen, durch. Und ja, ich freue mich auf die kommenden Wochen, auf die Spiele. Ich bin sehr gespannt, wie schnell wir die Form finden vom Ende der Hinrunde, weil da waren wir eine super Form gehabt. Was Defensive anbelangt, was Offensive anbelangt, das war echt stark. Und ich bin mal gespannt. Ich denke, das wird locker noch 2-3 Wochen dauern, bis wir irgendwie wieder annähernd in diese Richtung kommen. Ne? Und wie ich schon sagte, wichtig wird sein, dass so ein Kimmich jetzt reinwächst und das jetzt auch annimmt und zeigt, was er immer haben wollte. Ja, dass er halt der Kapitän ist und der Leader ist, und da muss er ein bisschen anderes Auftreten an den Tag legen, meines Erachtens nach. Man kann mal einen schlechten Tag haben, gar keine Frage, hat jeder, sind alles Menschen. Aber da muss ich trotzdem eine andere Körpersprache zeigen, um die versuchen, die Mannschaft mitzunehmen. Ja. Gut. Rot-weiße Grüße gehen raus, Leute, bleibt gesund. Haut mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, freue ich mich drüber. Wenn ihr mehr rund um den FC Bayern sehen wollt, beziehungsweise meine Meinung zu den Themen und zu den Spielen, abonniert gerne den Kanal. Und ansonsten bleibt gesund, haut rein, bis dann, ciao.